Schaffst du es, diese Städte zu erraten? Städtequiz Teil 3. Es ist ein 6-Minuten-Video und ich predikte, dass ich jede deutsche Stadt errate, denn ich bin Schweizer. Aber ich kenne mich geografisch sehr, sehr gut aus. Diesmal wird es besonders schwierig für dich. Oh. Weil auch kleinere Städte dabei sind, die 40.000 bis 70.000 Einwohner haben. 40.000 bis 70.000 Einwohner. Digga, ich kenne die Städte wahrscheinlich nicht mal. Gibt es wieder eine Stadt aus der Schweiz? Eine Stadt aus der Schweiz. Wenn ich die nicht errate, Digga, ich schwör, dann bin ich der dümmste Schweizer, den es jemals gegeben hat. Für jede Stadt hast du 15 Sekunden Zeit. Okay, wir probieren mitzuspielen in den 15 Sekunden. Und wenn es gar nicht geht, dann machen wir Pause, Chat. Nummer 1. Was? Okay, Baden und Gras. Was ist das für eine Stadt? Wiesbaden! 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 Hast du es erraten? Es ist die Landeshauptstadt von Hessen. Wiesbaden. Und ich sag's euch, wie es ist. Das Allgemeinwissen ist einfach auf einer unglaublichen Stufe, Chat. Wie sieht's mit dieser Stadt aus? Rosenhausen. Gibt's Rosenhausen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich nehme an, es ist Hausen, Pflanzenheim, Pforzheim. Nee, Rosenstadt, Rosenhaus. Ich weiß es nicht. Kennt man das? Es ist das bayerische Rosenheim. Rosenheim, habe ich das gesagt, Rosenheim? Nee, Rosenhausen, Rosenhaus. Ja, okay, kenne ich nicht. Scheiße, Digga. Aber hätte man herausfinden können, Rosenheim. 62.000 Einwohner. Und ist knapp 62.000 Einwohner. Aber immer noch mehr Einwohner als Milo Abonnenten. Nummer 3. Erkennst du auch diese Stadt? Türschloss. Schloss. Oh, nee. Eingang, Schloss. Türschloss. Nee, hä? Warte. Nee, ist geil. Burg. Eingang, Burg. Einburg. Türburg. Türburg. Okay, ich sage auf jeden Fall Burg. Und Einburg. Irgendetwas Hast du mit eine Burg. Idee? Es ist das Baden-Württemberg. Offenburg, Digga. Oh mein Gott. Ah, okay. Offene Tür und Burg. Okay, wir hatten immerhin die Burg richtig. Wir hatten 50% richtig. Wie sieht's mit dieser Stadt aus? Feuerburg. Namen Feuerburg. Nee. Nee. Ich darf nicht in den Chat gucken. Name Tag Feuer oder Heißburg. Nee. Das kann Feuer sein. Das kann heiß sein, warm und Burg. Aber vielleicht ist es auch Schloss. Feuerschloss. Feuerberg. Tag. Ist es ein Tag? Ich würde sagen, das ist ein Tag. Ah, Digga, ich weiß es nicht. Tag? Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. Hast du's erraten? Es ist eine Stadt aus Neubrandenburg, Digga. Oh mein Gott. Aber was hat das mit neu zu tun? Das ist doch ein Tag. Ich verstehe es, weil es vielleicht an einem neuen Produkt dran ist. Neubrandenburg. Oh mein Gott. Ja, scheiß drauf. Wenn du bis hierhin noch keine Stadt erraten konntest, dann mach dir keine Gedanken. Chat, ich mache mir gar keine Gedanken. Nummer 5. Kannst du auch diese Stadt erkennen? Burg. Pokalburg. Gewinnerstadt. Gewinnerschloss. Pokalburg. Pokal. Das ist nicht die Schweizer Stadt, oder? Scheiße, Digga. Nee, Digga, scheiße. Und wenn man es dann hört, Chat, dann ist es wieder klar, wenn man es wieder hört. Ich hoffe, dass ich es nicht kenne, weil dann ist es nicht so schlimm, Chat. Bist du drauf gekommen? Es ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Siegburg. Siegburg hat 41.000 Einwohner. Ja, okay, ich kannte es nicht. Ich schwör, Chat, ich kannte es nicht. Was ist das für eine Stadt? Okay. Singheim. Mensingen. Ich glaube, ich mit Singen. Mensingen. Mansingmusik. Mikrofon. Nee. Ich sag jetzt das mit Singen. Wintersingen. Ah, scheiße, Digga. Es ist schwierig. Es ist zu schwierig für mich als Schweizer. Ich bin jetzt gespannt, ob ich das kannte oder nicht. Es ist eine Stadt in Baden-Württemberg. Es ist Singen. Es ist literally das. Es ist literally das, was es ist. Es kann nicht offensichtlicher sein. Scheiße, Digga. Ja, okay. Aber von wo will ich's wissen? Singen hat 47.000 Einwohner und liegt an der deutsch-schweizerischen Grenze. Ist es eine Schweizer Stadt? Es ist eine Stadt in Baden-Württemberg. Ah, nee, aber es gibt in der Schweiz gibt's auch eine oder ein Dorf, das Singen heißt. Singen. Nummer 7. Erkennst du auch diese Stadt? Straßburg. Easy, Digga, easy. Es ist easy. Chat, ich habe euch gesagt, dass ich dieses Spiel kann. Ich habe gesagt, dass es mein Spiel ist. Das habe ich in Frankreich. Aber man redet dort Deutsch. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich redet man Französisch, weil es in Frankreich ist, aber es ist sehr, sehr nah an der Schweizer Grenze. Oder man sagt auch Straßburg. Chat, wir haben bis jetzt 2 richtig, also chillt mal ein bisschen. Hast du es erraten? Es ist eine Stadt in Frankreich. Straßburg. Straßburg gehörte eine Zeit lang zu Deutschland und hat 277.000 Einwohner. Was? Das gehörte zu Deutschland? Das wusste ich nicht.
Was ist das für eine Stadt? Wellenbaum, Wasserbaum, Seebaum, Busch, Seebusch, Meerbusch, Seebusch, Meerbusch, Wasserbusch. Das ist kein Baum, ne? Das ist kein Baum. Das ist ein Busch. Und zwar ist es... Ich weiß es nicht. Wellenbaum. Wellenbaum. Es ist Wellenbaum. Wellenbaum liegt in Norddeutschland. Gönn Wellenbaum. Wellenbaum. Ja. Hast du eine Idee? Es ist das nordrhein-westfälische Meerbusch. Meerbusch. Meerbuschi-Buschmann. Meerbusch hat 54.000 Einwohner und liegt direkt neben Ja, kannte ich nicht. Düsseldorf. Kannte ich nicht. Meerbusch. Und Meerbusch ist nicht mal am Meer. Das ist ein bisschen cringe. Nummer 9. Wie sieht's mit dieser Stadt aus? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Easy, Digga. Das ist in der Schweiz. Und in dieser Stadt findet das größte Rap-Festival, Digga. What the fuck, wie random ist das? Das muss Frauenfeld sein in der Schweiz. Frauenfeld. Also wenn das nicht Frauenfeld ist, Digga, ich gehe offline. Und in Frauenfeld findet das Open Air Frauenfeld statt, das größte Rap-Festival. Und da ist nur noch Open it up, open it up. Ja, ist easy das Spiel. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Chat. Ist einfach easy das Spiel. Hast du's erkannt? Es ist eine Stadt in der Schweiz namens Frauenfeld. Frauenfeld hat 25.000 Einwohner und ist ca. 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Genau so ist es, Chat. Und so wird's auch immer bleiben. Nummer 10. Wie heißt diese Stadt? Berg, denkt ihr, hat was mit Schlittschuhfahren zu tun oder denkt ihr, das hat was mit Eis zu tun? Eisbach. Also das ist wahrscheinlich Bach hinten, sage ich nicht. Das würde ich sagen, das ist Bach. Dann haben wir Berg oder Hügel, Felsberg, Felsbach. Ist es was in Deutschland? Weil ein deutsches, was ist in Österreich? Was gibt's? Innsbruck. Ne, Innsbruck ist es nicht. Berg, oh fuck. Also ich sage am Schluss ist Bach. Weil oft irgendwie kommt Bach in Dörfern vor. Und ein Schlittschuh. Ich weiß nicht, was ein Schlittschuh hier macht. Das kann wegen Eis sein oder Schuhbach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Chap. Ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Berg Eisbach. Nee. Hast du's erkannt? Es ist das nordrhein-westfälische Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört, Digga. Wie soll ich das wissen? Oh, kennt ihr Glasi Hergiswil am Brienzensee? Ich kenne dort Glasi Hergiswil am Luzernsee. Ihr kennst du nicht? Ah, wieso? Ne, Spaß, Grüße gehen raus an alle Leute in Bergisch Gladbach. Mir tut mir ein bisschen leid, aber Grüße gehen raus. Einwohner und ist ca. 25 Kilometer von Köln entfernt. Mönchengladbach. Stimmt, das hätte es auch sein können. Nummer 11. Die letzte Stadt ist etwas schwieriger. Feldkirch in Österreich. Feldkirch in Österreich. Denn es handelt sich um eine Stadt in Österreich, die viele von euch wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Aber vielleicht kommst du trotzdem auf den Namen. Oder? Feldkirch. Gönn. Ja, das muss es sein. Das muss es sein. Hast du eine Idee? Es ist Feldkirch. Österreich und Schweiz. Diesen hier. Kirch hat 32.000 Einwohner und liegt an der Grenze zu Liechtenstein. Ah, deshalb kenne ich das. Das ist nah zur Schweiz. Ist, glaube ich, wirklich nicht so groß. Ja, sehr, sehr geiles Video. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Können wir sehr, sehr gerne wieder machen. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Städte ihr erraten habt. Bei mir war es jede Stadt. Ich kenne mich aus in Deutschland. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alle Messi. My heart just got stuck between